Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus dem verregneten Bern. Wir haben folgende 2 Beiträge für euch parat. Plattform J testet Thun Tigers und die Mitte-Partei hat 2 Volksinitiativen eingereicht. Endlich wieder American Football. Gut ein halbes Jahr lang haben Thun Tigers geschwitzt, gackert und trainiert. Und das alles für die bevorstehende Saison, die am Ostersamstag anfängt. Mein unerschrockener Kollege, der Manuel Moser, hat Thun Tigers auf einen Formtest herausgefordert. Diese Saison wird die geilste, weil wir das geilste Team haben von der Schweiz. Weil wir das mal eindeutig den Titel holen. Wir so ein geiles Team haben. wenn wir das Jahr Champs werden. Wir ein geiles Team sind. Die Sprintgeschwindigkeit und der Antritt ist auf jeder Position eine Tugend, die man unbedingt haben muss. Im Line-Bereich mehr, bei den Receivern, bei den D-Backs eher weniger, aber grundsätzlich sind alle im Kraftraum. Spielintelligenz braucht jeder, Trainer, Spieler, alle, in jedem Sport. Willkommen zum Tigers Quiz heute Nacht. Erste Frage, ganz einfach. In welchem Jahr sind die Tigers gegründet worden? Okay, we go closer. Wie viele Zuschauer waren beim Super Bowl dieses Jahr vor dem Fernseher? Ihr könnt schätzen. 50 Millionen? 180 Millionen. Als erster am Boden kommen. 123. Erzähl nochmal. Okay, Wie viele Spieler haben wir in der NFL im Kader? Schon geil! Zu wenig recherchiert. 53. Die 2 Volksinitiativen Ja zu fairen Steuern und Ja zu fairen AHV-Renten, die heute die Mitte-Partei eingereicht hat, verlangt, dass die Diskriminierung von verheirateten Paaren ein Ende hat. Mehr Details im Beitrag von Kisten SDA. Das wär's. Wenn man bei der AHV schaut, im Moment kommen die Ehepaare nur 1,5 Renten über, während Konkubinatspaare 2-mal die Vollrenten bekommen. Und das möchten wir ändern. Wir möchten, dass auch Ehepaare 2-mal die volle Rente bekommen. Und bei den Steuern ist es einfach so, dass man mehr Steuern zahlen muss, allein auf der Tatsache, dass man geheiratet ist. Auch das möchten wir ändern. Ein Bild für die Ewigkeit.
Inwiefern ist eure besser? Ja, wir haben einfach eine andere Vorstellung, dass wir sagen, es kommt überhaupt nicht darauf an, welche Lebensform der Bund oder man soll beide Formen berechnen und dann die günstigere in den Steuerzahlenden in Rechnung stellen. Aber das wird jetzt dann im Parlament noch eine schwierige Diskussion, wenn wir schauen, zu welcher Mehrheit im Parlament das kommt. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.plattformj.ch. Im Anschluss erzählen euch unsere Kollegen von Meteo News, unter welchem Wetterstern das bevorstehende Osterwochenende steht. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend. Adieu miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Daheim ist es bekanntlich am allerschönsten. Dieses Jahr lohnt es sich, seit dem Wetter nicht in den Süden zu fahren, denn die Ostertage zeigen sich im Norden besser als im Süden. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Hinter der Kaltfront von heute überquert uns morgen eingelagert in einer starken Südwestströmung bereits die Nächststörung. Es baut sich eine mehrtägige Südföhnlage auf, während sich die Feuchtigkeit im Süden staut, bleibt der Norden wetterbegünstigt. Ja, morgen packen wir den Regenschutz und die Sonnenbrille ein. Wir starten mit einem stark bewölkten Himmel und verbreitet regnet es. Schneeflocken tanzen uns zwischen 900 und 1100 Meter entgegen. Und es ist ein kühler Start mit rund 2 Grad in Bern. 3 Grad sind es in Frutigen. Am Nachmittag täuscht der Regenschirm mit der Sonnenbrille, aber am Mittag regnet es im Seeland nur noch vereinzelt und bis zum Abend dürfen wir uns auf immer längere sonnige Phasen freuen. Im Oberland da brauchen wir ein bisschen länger Geduld und spätestens ab am Mittag bläst uns ein starker Südwestwind um die Ohren, das bei rund 11 Grad. Ja, wir können uns bis am Ostersonntag auf einen veränderlichen Mix aus Wolken und ein bisschen Sonne einstellen. Stürmisch und besonders mild wird es in den Föhntälern bis am Montag. Dann nimmt der Föhn sein Ende und es wird nass. Der Dienstag zeigt sich dann mit einem wechselhaften Aprilwetter. Ja, das war schon wieder von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Karwoche. Ade miteinander.